다들이 뭐람 제모팅 십지배에게 So, wir haben jetzt den vierten Tag dieser Vorträge Today, I'd like to offer my für greetings to diesen Thema. Und everyone who has ich gathered möchte here for gerne the 40th Millennium this year, including alle, His Eminence. die hier versammelt sind, begrüßen, seine Eminenz Gyaltsen Rinpoche, die Lamas und die Gebeshenien, die Kalyana Mitras, auch die Mitglieder des Sangha von all, die hier aus allen verschiedenen Richtungen zusammengekommen sind und die von weit her in der Welt kommen, ob das Tibeter sind oder aus anderen Ländern auf dieser Erde. Und ich möchte gern beginnen damit, dass ich alle diese hier, euch alle hier herzlich willkommen heiße. 가장 최지디즘 캠베에게 다 소실 쉬루면 나로네 엔다 최수버디 인지 Gestern haben wir darüber gesprochen, wie es wichtig ist, Mitgefühl zu haben, als der dritte Punkt unter den 6 Punkten, die diesem Kempa aufzählt, als wichtiges und vollkommenes Buddha waren zu erlangen. Und dieses großartige Mitgefühl, so heißt es in den Mahayana-Schriften, ist außerordentlich wichtig, unbedingt und unabdingbar. Aber es ist sehr schwierig in unserem Herzen entstehen zu können. Es heißt in den Schriften, dass Mitgefühl das ist, was der Wunsch bedeutet, dass Lebewesen frei sein von Belastung. Und das ist das, was so haben wir es oft gehört. Aber ich möchte gerne heute versuchen, es von einer anderen Art her darzustellen, das vielleicht hilfreich ist zu verstehen, von einer anderen Perspektive aus. Ich möchte über 3 verschiedene Gefühlszustände oder Gemütszustände sprechen und diese 3 miteinander vergleichen, um zu verstehen, was sie vielleicht mit Mitgefühl zu tun haben und deshalb Mitgefühl aus einer verschiedenen Perspektive oder aus einem anderen Gesichtspunkt her kennenzulernen. Was sind diese 3 Gefühlszustände oder Gemütszustände? Das eins ist das, was wir als Selbstsucht oder Eigennutz bezeichnen. Und der zweite ist die Mangel an Freunden und Einsamkeit. Und das dritte Gefühlszustand ist sowas, was wir als Sympathie oder Empathie oder Mitfühlen bezeichnen. Einfühlen können. Und diese 3 Gefühle haben wir eigentlich jeden Tag. Das sind alltägliche Gefühle, die Leute in diesem Leben erfahren und die einfach zu erkennen sind. Deshalb wir mögen vielleicht nicht immer Acht geben auf diese Gefühlszustände, so nicht bemerken, aber tatsächlich haben sie eine sehr enge Beziehung mit Mitgefühl, mit Karuna, mit Mitgefühl. Und der Art, sie sind miteinander sehr eng verbunden und auch in der Art und Weise, wie echtes Mitgefühl entsteht. Und deswegen möchten wir gerne denke ich, diese 3 Sachen etwas näher betrachten. Und dann sprechen wir zunächst mal über was wir als Selbstsucht oder Eigenstreben nach Eigennutz bezeichnen. Das ist heute ist der Nutzen, hauptsächlich auf den eigenen Nutzen zu achten. Also sozusagen nach dem Nutzen für sich selbst zu streben. In unserer modernen Gesellschaft ist das allgegenwärtig. Und die meisten Leute sind selbstsüchtig und darauf gründet sich die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen zu anderen anknüpfen, das ist unser wirtschaftliches Zusammenleben und die Politik natürlich und so weiter. Und auch die ganzen Sozialwissenschaften sind darauf gegründet, diese Selbstsucht der Menschen zu erforschen. Und wenn wir also über dieses Wort Selbstsucht zunächst mal hören, dann scheint es wenig Beziehung zu Mitgefühl zu haben und wenn bei einigen nachdenken, vielleicht sogar scheinen sie gegensätzlich, scheint das glatte Gegenteil zu sein. Aber die Frage ist, sind sie wirklich gegensätzlich oder ist da eine Beziehung zwischen Selbstsucht und Mitgefühl?
So in einer Hinsicht sind natürlich Selbstsucht und Mitgefühl gegensätzlich, so wie Wasser und Feuer oder wie Berge und Ebenen scheinen völlig verschieden. Aber da, wo sie anfangen, in ihrem Keim, haben sie denselben Anfangspunkt. Und von dem Zeitpunkt an, wo wir geboren sind in diese Welt, haben wir das natürliche Gefühl, ich möchte gerne frei von Belastung sein und irgendwie Freude oder Wohlgefühl erfahren. Das ist unser inneres eingebautes Streben. Das ist sozusagen, das macht diese Art von Selbstsüchtigkeit und ist, natürlich möchte ich gerne mich wohlfühlen, möchte wenig Belastung haben. Das ist sozusagen, das ist unser, das ist, aber das, was diese Selbstsucht hier besonders macht, ist, dass da ein ganz klarer Unterschied zwischen ich und anderem ist. Also dieses natürliche Bestreben, dass wir alle gerne Freude haben möchten und wenig Belastung, aber Selbstsucht ist dann darüber hinaus, dass wir einen klaren Unterschied zwischen ich und anderen aufbauen und daran festhalten. Das ist so, das ist dieser natürliche Wunsch, der in uns allen ist, frei von Leid und frei von Belastung zu sein und Freude, Wohlgefühl zu erlangen. So, das ist allen gemeinsam. So, es ist hier nicht so sehr dieses aufzugeben, sondern dass man einfach diese Idee von Ich sozusagen erweitert und versteht, das ist eine natürliche Qualität, die wir alle haben. Und man dehnt es aus, man dehnt diesen natürlichen inneren Wunsch, mit dem wir alle geboren sind, aus auf alle anderen, wodurch er sich transformiert und in etwas anderes verwandelt. Der Kernpunkt dabei ist nicht, dass wir Selbstsucht aufgeben müssen, sondern Selbstsüchtigkeit ist der Anfangspunkt, wo wir erkennen, dass diese Idee von Ich eine unglaubliche selbstgewählte Verengung ist, die man einfach ausdehnen kann und indem wir sie erweitern und verstehen, dass das alle dieses Gefühl haben. So, anstatt das aufzugeben, diese Selbstsucht, ist es, die geschickt zu verwenden und zu verstehen, als einen Ausgangspunkt oder Antriebspunkt zu nehmen. So, bevor wir Liebe für andere oder empfinden können, müssen wir zunächst einmal verstehen, was es bedeutet, was gut für uns selber ist. Und niemand kann das besser erkennen als wir selbst. Niemand kann besser erkennen, was für uns gut ist, was wir gerne möchten oder was wir brauchen und benötigen, als wir es selber. Wir können selber das erkennen, was für uns gut ist. Und nur wenn man über Leid alleine nachdenkt oder Belastung, dann ist es nicht so sehr zu sagen, diese Leute da hinten oder so. Aber dass wir verstehen, diese haben auch ein Recht dazu, Liebe zu empfinden und sie warten darauf, dass jemand anders das sehen kann. So kann also dieses, wo wir danach schauen, was für uns selber gut ist, die Brücke dazu werden, eine Empathie mit anderen aufzubauen, in andere uns einfühlen zu können. Wir sind sozusagen dabei, diese Selbstsucht etwas auf eine höhere Stufe zu heben. Und was meinen wir damit, eine Selbstsucht auf eine höhere Stufe zu erheben, ist es, dass wir sehen können. Und dann, wenn wir nur denken an uns selbst und was für uns gut ist, das scheint zunächst einmal einfach eine Art von Gerissenheit oder Schleue zu bedeuten, dass wir sogar dafür anderen Schaden zufügen und nur unseren eigenen Nutzen glauben zu verfolgen. Aber das endet damit, dass wir erkennen, dass wir selber Freunde verlieren und dass wir und uns einsam fühlen und so weiter. Umgekehrt, wenn wir da anderen helfen, von der Tiefe unseres Herzens her etwas Gutes für andere tun, dann bringt das ein Gefühl von echtem Fröhlichsein, Frohsein und einer Herzenswärme und auch
einen Frieden in unserem eigenen Gemütszustand. So, das heißt, wenn wir darauf achten, was wirklich langfristig und im tiefen Sinne für uns selber gut ist, dann ist das eine langfristige, nachhaltige Perspektive, die automatisch dann auch das zu tun, sich anschickt, was für andere gut ist. Eine Art von Geschicklichkeit, von Weisheit oder Intelligenz, von innerer Klugheit, die nicht sich selber aufzugeben, sondern diese weiterzuführen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass Mitgefühl, echtes Mitgefühl, hat viele, viele höhere Stufen noch, in die es entwickelt werden kann. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel unser Herz schulen und üben mit dem Geben und Nehmen, Tonglen, wo wir so das Leid der anderen auf uns nehmen und unsere Freude den anderen schenken, dann ist das, was wir jetzt und hier als die dicke, feste Wand, die zwischen ich und anderen empfinden, wird dadurch langsam zerstört und zerfallen. Und wir sind in der Lage, eine tatsächliche Freundlichkeit und ein echtes Mitgefühl mit anderen zu empfinden, das so einfach ist wie Atmen. Und es ist sozusagen, dass wir keine große Entfernung mehr zwischen ich und anderen ist, sondern indem wir anderen nützen, dass wir auch uns selber etwas Gutes tun. Und dann darüber hinaus, wenn wir so denken, ich müsste eine gute Tat vollbringen oder so, um anderen zu nützen und so weiter, dann, dass es immer selbstverständlicher wird und schließlich einfach bedeutet, einfach das zu tun, was getan werden muss. Und das ist sozusagen ohne dass wir uns irgendein großes Bohai darum machen müssen. Es ist einfach etwas, was uns Spaß macht, worin wir Freude daran haben. So in der Weise wird es. Und auf diese Weise sind wir in der Lage, den festgezogenen Knoten unseres selbstsüchtigen Verlangens zu öffnen und dann eine Art von innerem Frieden und einem tiefen Einklang zu erleben, den wir vielleicht nie vorher in dieser Weise zu erfahren in der Lage waren. Und wir sind auf diese Weise in der Lage, diese Art von Einklang zu erleben. Insofern tatsächlich ist Selbstsucht oder Eigennutz und Mitgefühl keine Feinde, sondern es ist gewissermaßen Selbstsucht wie ein ungebrannter Ton, einfach ein Ton. Und dann während Mitgefühl ist, aus diesem Ton einen wunderbaren Topf geformt zu haben mit der Geschicklichkeit von innerer Klugheit oder Prajna. So ein wunderschöner, gebrannter Tontopf daraus wird. Aus dieser Hinsicht brauchen wir uns nicht zu schämen für den Gedanken von Selbstsucht oder so etwas, sondern wir sollen sehen, welche eigentliche Kraft dahinter steckt, ein Freiwerden von Belastung und eine wirkliche Wohlergehen zu suchen, dass dahinter diese authentische Suche steckt. Wir brauchen uns also nicht für diesen ursprünglichen Impuls der Selbstsucht zu schämen, sondern dass in unserem selbstsüchtigen Verlangen eben genau dieser Keim der Suche nach Freiwerden von Belastung und nach echtem Wohlgefühl zu streben liegt. Und es ist eine großartige Nutzen, der darin entsteht. So ist diese Möglichkeit in uns überhaupt wahrzunehmen und diese Sehnsucht in uns wahrzunehmen und nach dadurch eben wird sich in uns wir dieses nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen um uns herum mitempfinden können, so dass da eine Freundlichkeit und ein Wohlwollen für andere in einer Wärme sich beginnt auszudehnen, so dass sich schließlich hin zu allen anderen Lebewesen durch die Weite des Raumes erstrecken kann. Wir können es also
dieses Selbstsucht in eine großartige Qualität zum Nutzen aller anderen verwandeln. So, das war der erste Gefühlszustand, den ich betrachten wollte, diese Selbstsüchtigkeit. Und das zweite, wir wollen sprechen über dieses Gefühl von keine Freunde zu haben und sich einsam zu fühlen. So haben wir manchmal vielleicht den Gedanken, niemand kümmert sich um mich und niemand ist freundlich zu mir. Wir haben diese Gedanken tatsächlich, dass wir keine Freunde haben und uns einsam fühlen. Aber wenn wir solches Gefühle von Fehlen, von Freundschaft und von Einsamkeit empfinden, dann heißt das nicht, wo kommt das her? Das kommt nicht daher, dass da niemand um uns herum da wäre. So, wo kommt dieses Gefühl von Einsamkeit wirklich her? Es kommt einfach daher, dass wir die ganze Zeit nur über unsere eigenen Gefühlszustände nachdenken und uns im eigenen Kreise drehen. Das ist zum Beispiel so wie jemand, der eine große Mauer baut. Um sich herum baut er eine riesige Mauer. Und das Material ist jetzt nicht das Steine oder so etwas wären, aus dem man diese Wand baut, sondern ist nur dieses immer wieder nur um sich selbst zu drehen, um seine eigenen Gefühlszustände, um seine Nabelschau zu betreiben. Aus diesem Material geformt ist dann diese große Mauer um uns herum. So hat man das Gefühl, oh, das ist mein Gefühl, oh, so fühle ich mich jetzt und so weiter. Ich bin etwas ganz Besonderes, dass ich mich jetzt so schlecht fühle. Und auf diese Weise tut man sich immer mehr in diesen Wall, in diese Mauer einmauern und Tag und Nacht um nichts anderes denken, als immer wieder zu gucken, dass da kein Riss in dieser Mauer ist. Und je mehr man in dieser Weise diese Perspektive einnimmt, so mehr hat man das Gefühl, dass man ganz alleine ist in dieser Welt. Und diese Mauer ist so dicht und fest. Da scheint das dann kein Wahl mehr ist. Man muss sich ja einsam fühlen auf diese Weise. Es ist die Einsamkeitsmauer, die wir um uns selber herum gebaut haben. Wir haben uns selber eingeschlossen. Aber manchmal denken wir vielleicht, was ist denn der Nutzen von diesem Leben? Warum muss ich all diese Belastung erfahren, wenn wir solche Art fragen? Dann ist das vielleicht so in einer Weise ein Problem, dass wir das Gefühl haben, wir sind wie auf einer Bühne und das gesamte Rampenlicht scheint genau auf uns. Wir können nichts anderes mehr sehen, geblendet von diesem Licht, nichts anderes mehr sehen als uns selber. Es ist nicht so, dass da keine anderen Leute in dem Raum wären, wenn wir auf der Bühne stehen, aber wir können einfach nichts sehen, weil das gesamte Licht der Aufmerksamkeit auf uns gefallen ist. Deswegen sehen wir plötzlich die ganzen Leute nicht mehr, die vor uns den Raum erfüllen. So, ohne dass man dieses grelle Licht aufhält, sind wir nicht in der Lage, die Leute um uns herum zu sehen. Das ist das, wenn wir zu viel Aufmerksamkeit auf bloß unsere eigene Nabelschau verwenden, dann und dann, dass man denkt immer, oh, warum muss ich das jetzt erfahren? Warum geht es nur mir so? Warum bin ich so schlecht in Elend? Und das Wichtigste, was da zu tun wäre, ist, dass wir aufhören, bloß um uns selbst zu kreisen, sondern diese Mauer einreißen zwischen uns und den anderen, anstatt jetzt nur über die kleinen Unpässlichkeiten unseres eigenen Lebens zu überhöhen. Dass wir stattdessen auch um uns herum schauen, um sehen, was da wirklich im Leben um uns herum passiert. Was gibt es da wirklich zu tun? Was könnte ich vielleicht tun, auch für andere?
Und wenn wir nur über um unser eigenes Leid kreisen, dann ist es ganz selbstverständlich, dass wir uns alleine und einsam fühlen. Wie kann das denn anders sein? Niemand anderes ist dafür zu beschuldigen als wir selber. Anstatt darauf zu warten, dass andere uns zu lieben beginnen, vielleicht könnten wir es selber anfangen, ob wir vielleicht irgendwas für diese Welt da draußen tun und vielleicht eine Person vielleicht freundlich behandeln oder selbst wenn wir uns nur um einen Blumentopf beginnen zu kümmern und da die Aufmerksamkeit auch drauf richten oder irgendetwas für unsere Gemeinschaft, in der wir leben, tun, ein kleines bisschen Verantwortung bereit sind zu übernehmen. So, anstatt zu denken, dass wir das Zentrum der gesamten Welt seien, dass wir uns tatsächlich in den Flussstrom des wirklichen Lebens begeben. Und das wird nicht dazu ausreichen, alle unsere Gefühle von Einsamkeit und dem Mangel an Freunden zu beseitigen, aber es wird diese Belastung dieses Gefühls definitiv verringern und Leben wird einfacher werden. Jetzt als drittes wollen wir den Gefühlszustand von Mitgefühl im Vergleich zu Sympathie oder Empathie betrachten. So das, was in den Schriften des Mahayana als Mitgefühl bezeichnet wird, ist nicht sehr einfach. Es ist etwas sehr schwierig in unserem Herzen entstehen. Und wichtig ist, dass das Mitgefühl in dem Sinne nicht einfach nur ein Gefühlszustand ist, sondern ist etwas, was sich entwickelt, geführt und geleitet von innerer Klugheit oder Prajna. Es ist etwas, was ein zutiefst freiwilliges innerer Antrieb bedeutet. So, ist die Gefahr, dass man dieses Mahayana-Mitgefühl mit irgendwelchen Gefühlszuständen verwechselt, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft betrachten. So, dass man zum Beispiel sich um andere kümmern oder so etwas mit echtem Mitgefühl verwechselt. So, Empathie oder das sich in andere einfühlen zu können, ist einfach, dass man in einem inneren Resonanz, mit anderen das Mitgefühl, das Leid für die Belastung von anderen spürt. So, dass man zum Beispiel denkt, oh, ich verstehe, wie du leidest, ich kann das fühlen, wie du es so schwer hast. So ein Gefühl, ne, das als sich Einfühlungsvermögen. Das könnte man als Empathie oder Einfühlungsvermögen bezeichnen. Aber dieses Einfühlungsvermögen, so, dann hat man vielleicht ganz oft den Gedanken, ach, ich empfinde mit dir. Und es besteht die Gefahr dabei, dass man da einen großen Unterschied zwischen ich und anderen macht. So, das tut mir aber leid für dich. Und dass darin sich eigentlich im Keim eine Überheblichkeit, ein Abstand, eine Distanz zu anderen verbirgt. Aber das echte Mitgefühl bedeutet, dass wir nicht nur bloß zu sagen, oh, ich kann mit dem anderen mitfühlen, wie schlimm das ist, sondern es ist vielmehr, dass wir diese Art von Belastung von Lebewesen als unser eigenes identisch sehen als unsere eigene Belastung. Wir verstehen, dass die Belastung, die andere erfahren, auch stellvertretend ist für unsere eigene Belastung. Es ist nur, dass da kein Klammern daran ist und man gewissermaßen dieses echte Mitgefühl richtet sich nicht nur auf bestimmte Lebewesen, auf unsere Nahestehenden oder Freunde, sondern ist etwas, dass wir die Grundqualität von solcher Leidensfähigkeit in anderen Lebewesen sehen und dass das für uns alle gleicher Art ist. Sozusagen ist eine innere Beziehung, eine Untrennbarkeit von Mahayana Mitgefühl und dem Verständnis von wechselseitiger Abhängigkeit. Da könnte man ganz viel darüber sprechen, wie diese Beziehung von innerer Klugheit oder Prajna verbunden ist mit Mitgefühl, aber ich habe nicht die Zeit darüber jetzt
auszudehnen. Aber es ist uns da ist eine untrennbare Verknüpfung zwischen dem Mahayana, echtem Mitgefühl und dem Verständnis von wechselseitiger Abhängigkeit. Wenn man in unserer Gesellschaft über Mitgefühl spricht, dann meinen wir meistens Einfühlungsvermögen oder Empathie. Aber hier geht es um mehr, geht es um etwas, was verknüpft ist mit innerer Klugheit oder dem Verständnis von wechselseitiger Abhängigkeit. So, wenn wir also über das echte Mitgefühl sprechen, dann ist das sehr schwierig, weil es sind 4 große Hindernisse in unserer Gesellschaft, weil vielfach wir Mitgefühl heutzutage vielleicht sogar schwieriger geworden ist, noch zu entwickeln, echtes Mitgefühl als in früheren Zeiten. Es ist jedenfalls, um wirkliches Mitgefühl entstehen zu lassen. Es heißt nicht, dass es unmöglich wäre, es heißt nur, dass es echtes Mitgefühl entstehen zu lassen schwierig ist, nicht automatisch von selbstverständlich entsteht. So, das gilt es zu begreifen. Und dass die Hindernisse, die heutzutage für uns da sind, dass wir die verstehen und aber gleichzeitig die Gelegenheiten sehen, in denen wir heutzutage unser Mitgefühl auch entwickeln können. So, deswegen möchte ich zuallererst über die Hindernisse sprechen, dass wir die erkennen. Das erste Hindernis manchmal haben wir das Gefühl, wir fühlen uns erschöpft davon, wenn wir Mitgefühl für andere haben. Wir haben manchmal die Belastung, die wir heutzutage, die Bürden, die wir haben, scheinen uns manchmal zu groß. Und warum ist das so? Es sind 2 Gründe, warum wir das so als schwierig empfinden. Es ist heutzutage ein Zeitalter der technischen Entwicklung. Und da gibt es zu viel an Information, das uns erreicht von allen Seiten. Und die ganzen Probleme der Welt uns aufgetischt werden, was überall die ganze Zeit auf dieser Welt zu passieren scheint. Man hat das Gefühl, man wird bombardiert von allen Seiten. Das ist wie ein Regen, der uns von allen Seiten von heraus einstürmt. Und wir hören über die ganz vielen verschiedenen Situationen und wir hören jeden Tag davon, von all diesen verschiedenen Situationen, die überall irgendwo stattfinden. Und all diese Belastungen, die überall irgendwo auf der Welt sind, dann muss unser Gehirn sozusagen gewissermaßen sich selber zu schützen, das irgendwie versuchen auszublenden. Wenn man so viele Aspekte von Leid und Belastung von allen Seiten hört, dann scheint es, dass unser Gehirn automatisch in diesen Modus gerät, sich selber zu schützen. Und erst sind wir einmal überrascht, wenn wir all diese verschiedenen Situationen sehen. Aber dann haben wir ein spontanes Mitempfinden mit all dem. Aber wenn dann das weitergeht und weitergeht und gar nicht aufzuhören scheint, dann sind wir einfach überwältigt davon und fühlen uns von diesem Ansturm der Information erschöpft. Es scheint einfach zu viel. Wie sollen wir denn mit all diesen Situationen auch noch Einfühlungsvermögen aufrechterhalten? Wir haben einfach gar nicht wirklich genug Aufmerksamkeitskapazität, um uns auf all diese Situationen zu achten. Also ist es gewissermaßen unser inneres bewusstes Erleben oder unser Gehirn hat einen Schutzmechanismus. Also man dann sagt hier, hey, das ist einfach zu viel, ich kann nicht auf alles achten wollen. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern wollen. Wenn ich doch nicht um all dieses kümmern, was da an Leid und Belastung überall auf dieser Welt irgendwo passiert.
Es scheint als so, als ob das unser Gehirn oder nicht in der Lage ist, das alles halten zu können. Und es schaltet einfach seinen Schutzmechanismus an. Das ist der zweite Grund, ist das Gefühl von Abstand. So, wir sehen alle die Situation da hier, aber wir haben nur darüber gehört. Wir haben sie nicht wirklich erfahren. Das ist ein großer Unterschied. Wir schauen in unseren Computer und wir sehen dadurch, werden informiert darüber. Also wir haben wir haben Methoden oder Instrumente, mit denen wir davon erfahren, aber wir sind nicht direkt dem ausgesetzt. Das ist also ohne dass wir eine direkte persönliche Beziehung zu all diesen Menschen hätten, die dort in diesen Situationen genannt sind, ist da ein Gefühl von großer Entfernung. Es scheint so, dieses Mitgefühl ist mehr so dann wie ein Konzept, eine Idee, eine abstrakte Idee. Nicht etwas, was uns direkt einen Herzensanreiz gibt durch einen persönlichen Kontakt. Wir schauen durch die verschiedenen Situationen, wir wischen die auf unseren Geräten und wir rollen das rauf oder runter, was immer unser Gerät dann eben hergibt. Und wir haben da eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne, auf die wir all diesen Dingen mal kurz Berührung aufnehmen. Es ist eben gerade, dass wir davon erfahren, aber keine Gelegenheit haben, ein echtes, wirklich aufrichtiges Gefühl in uns zu entwickeln. Das war das erste Hindernis. Und das zweite Hindernis ist, dass in unserer heutigen Gesellschaft, das ist also eine persönliche Perspektive hier dass in unserer Gesellschaft die persönlichen Nutzen oder die persönlichen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt werden. Man ist ständig in einem Wettstreit mit anderen Leuten. Und das heißt immer, dass man produktiv sein muss, man muss effizient sein und alles in kurzer Zeit erledigt haben und so weiter. Und mit diesem Gefühl ausgestattet, dass wir fühlen uns gedrängt dazu, das zu tun, was jetzt für uns wichtig ist. In diesem Moment müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt im Augenblick wichtig ist, und unsere Aufgaben erledigen. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es nicht gut für uns und dann fühlen wir uns abgetrennt oder zurückgelassen und wir sind in einem Wettbewerb, in einer Konkurrenz mit anderen die ganze Zeit. Und wir vergessen, dass wir diese gemeinsame Grundnatur haben. Und nicht nur das, sondern wir haben manchmal das Gefühl, wir haben einfach die Kraft nicht dafür, Mitgefühl mit anderen zu empfinden. Wir haben doch manchmal das Gefühl, da fehlt es uns an Kraft und Geistes, Herzensstärke und mit anderen mitempfinden zu können. Wir haben auch nicht die Zeit, alle Dinge erledigen zu können. Wenn wir immer in dieser Situation uns befinden, bleibt dann das Einzige, um was wir uns dann noch kümmern, dass wir hauptsächlich unsere Miete gezahlt kriegen und uns um unsere eigenen Kinder kümmern. Das sind so viele Aufgaben und dann tun wir unsere gesamte Zeit darauf verwenden, unsere eigenen Kinder großzuziehen. Und wir kümmern uns hauptsächlich um unsere eigenen Belange. Das scheint uns dann wirklich das Einzige, wo wir noch drum kümmern können. Und vergessen, dass wir auch welche Möglichkeiten wir vielleicht hätten, anderen zunutze zu sein. Und deshalb in dieser Situation
scheint da keine Gelegenheit mehr zu sein, über einen Raum noch zu haben, um für andere hilfreich zu sein. Es scheint überhaupt, es ist einfach nicht möglich. Das ist eine gewöhnliche Person, ist überhaupt nicht in der Lage, noch sich um andere zu kümmern. Da gibt es gar keinen Freiraum mehr für in diesem Leben. Alle müssen unsere Arbeit tun, wir müssen nachts schlafen, aber ansonsten sind wir den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelchen Dingen nachzurennen und Aufgaben zu erledigen. Es gibt überhaupt keine Gelegenheit mehr, irgendetwas anderes noch tun zu wollen. Weil wir in der Mitte all dieses Getriebes sind, dieses Gedränge, da hat man das Gefühl, die reichen Leute sind vielleicht, denen geht es vielleicht gut, aber wir haben keine Zeit. Und der dritte Punkt ist, unsere Gesellschaft ist das. Es ist alles über eine Konsumgesellschaft. Es geht immer darum, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und wir sind die ganze Zeit darin eingebunden, in was diese Welt uns zum Kauf anbietet oder nicht, in was wir schauen, was die Werbung uns verspricht. Und wir haben zum Beispiel auf unserem Telefon einen Haufen Werbung, die uns bedrängt. Oder wenn man die Straße lang fährt, dann sieht man irgendwelche Schilder, die die ganze Zeit uns zu irgendwelchen Kauf und versuchen anzureizen. Und man hat das Gefühl, das sind alles die Dinge, die braucht man. So, die Dinge, die bieten sich an und sagen, hey, das ist, was du brauchst, das ist, was du brauchst. Und man hat die ganze Zeit vielleicht mit diesen Gedanken, oh, ich könnte vielleicht das brauchen, könnte ich das brauchen. Und die ganze Aufmerksamkeit wird abgelenkt in all diese verschiedenen Werbeangebote, ohne dass wir im Inneren noch uns ein Gefühl dafür entwickeln, was wir wirklich benötigen oder brauchen. Sozusagen dieses ganze Getöse an Werbung von außen, das mit Kaufen und Verkaufen zu tun hat, uns davon ablenkt, innere eigentliche Bedürfnisse im Blick zu behalten. Oder dann hier, das heißt, da gibt es überall diese Knöpfe, wo es heißt, das zu abonnieren und jenes zu abonnieren und so weiter. Oder man diese Knöpfe, die sagen, oh, das mag ich, sozusagen diese Finger hoch, mag ich Knöpfe und so weiter. Und das heißt, anstatt sich darum zu kümmern, was wirklich tiefe innere Bedürfnisse eigentlich wären, ist da etwas von außen, das sich Aufmerksamkeit einfordert, zum Beispiel in YouTube. So. Und dann ist man sofort dazu aufgefordert, wenn man irgendetwas sieht, oh, das ist vielleicht gut oder richtig, dass man einen Knopf drückt, das mag ich. Und dieses fortwährende Reagieren auf äußere Dinge scheint unser inneres Gefühl von was wirklich wichtig ist, abzutöten oder davon abzulenken. Wir stumpfen ab in unserem eigenen inneren Beurteilungsvermögen. Wir machen keine echte, wirkliche Prüfung oder Entscheidung, sondern wir drücken einfach Knöpfe, indem wir unsere Gefallen oder Missfallen ausdrücken. Es wird einfacher und einfacher, im Außen solche Bewertungen durchzuführen, und als ob wir von allen Seiten bedrängt werden, wie übergossen werden. Aber es ist wirklich, wir verlieren unsere inneren Bedürfnisse aus dem Blick. Und das vierte ist, wenn wir über Mitgefühl sprechen, in unserer modernen Kultur und Gesellschaft,
Wir werden werden dazu aufgefordert, ständig optimistisch zu sein. Es geht um Erfolg und Durchsetzungsvermögen. Und diese Gefühle von belastet sein oder traurig sein oder verletzlich sich fühlen, scheinen unpassend. Es geht immer darum, eine optimistische Erfolgsperspektive einzunehmen. Aber manchmal, wenn man Belastung oder findet, dann möchte man eigentlich darüber sprechen, aber man traut sich nicht, weil die Leute haben keine Lust darüber, sowas zu. Die würden uns abwerten, die würden uns missachten, deswegen, weil wir ein Loser sind, dass wir solche Schwierigkeit und Gefühl empfinden. Und das reduziert unsere Gelegenheiten für wirkliches Mitgefühl entstehen zu lassen. Wir haben weniger die Gelegenheit oder geben uns weniger die Gelegenheit oder den Mut dazu, solche Situationen wahrzunehmen. Und deswegen haben wir weniger Nährgrundlage für echtes Mitgefühl. Und diese Hindernisse ist die eine Geschichte, die wir haben, also die Hindernisse, die unserem ermöglichen Mitgefühlentwicklung im Wege stehen. Auf der anderen Seite hat unsere moderne Gesellschaft gleichzeitig mit den vielen Hindernissen auch viele mehr Gelegenheiten, Mitgefühl zu entwickeln. An viele Gelegenheiten, unsere Klugheit einzusetzen. Es gibt also auch viele mehr Möglichkeiten für Klugheit zu entfalten. Zum Beispiel, man hat das Gefühl, man will eine Welt eingebunden sein. Mehr als in früheren Zeiten hat man heute das Gefühl, die Welt als Ganzes zu sehen. Und man versteht, dass menschliches Karma und Handeln eng miteinander verbunden ist mit dieser Welt. Man kann das heutzutage sehr klar sehen, dass wir alle ein gemeinsames Schicksal haben. Und weil wir das heute sehr klar sehen können und wenn wir wollen, gibt es uns mehr Gelegenheit für großartiges Mitgefühl entwickeln zu können im Sinne von Mahayana. Das ist egal, wie weit die Leute auch auf dieser Welt irgendwo entfernt leben oder welche andere Art von Kultur, dass wir trotzdem ein Gefühl dafür haben, dass man sich um alles kümmern könnte und müsste. Denn früher haben die Leute vielleicht oben in den Himmel geguckt, aber sie konnten nicht die ganze Welt sehen. So, wenn es darum ging zu sagen, alle Lebewesen, dann haben sie vielleicht irgendwo in den Raum geguckt, aber sie haben keine Idee, wo diese alle Lebewesen irgendwo sein könnten. Aus dem Grund haben wir heutzutage in gewisser Hinsicht auch viel mehr Gelegenheit, echtes Mitgefühl entwickeln zu können, weil wir diese Verbundenheit mehr im Blick behalten können. Und wir können zum Beispiel über alle Tiere in dieser Welt nachdenken. Wir haben auch mehr Wissen darüber und ein großes Umweltbewusstsein ist der eine Punkt. Und der zweite ist, wegen dieser wissenschaftlichen Verständnis können wir mehr Methoden des Mitgefühls entwickeln. Die Psychologie hat zum Beispiel verschiedene Forschungen über Altruismus und Mitgefühl und Empathie und so weiter durchgeführt. Sie können
können das besser verstehen und welcher Nutzen darin besteht, dass das nicht nur irgendwelche Gefühlszustände sind, sondern dass das tatsächlich auch in unserem Gehirn Veränderungen damit geschehen. Man kann das tatsächlich beweisen, dass da gibt es wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das auch in uns selbst eine Transformation, auch neurologisch eine Transformation durchführt, die einen inneren Frieden erfahren lässt und so weiter, dass das nicht Mitgefühl nicht einfach nur ein Gefühlszustand ist, der momentaner Art, sondern tatsächlich die Struktur, die Bahnung in unserem Gehirn in der Lage ist zu verändern und tatsächlich einen wirklichen Nutzen für uns selber hervorzubringen in der Lage ist. Dafür gibt es wissenschaftliche Beweise dafür. So, wir haben also durchaus Anlass für eine Hoffnung, dass wir in der Lage sind, solche Mitgefühl in der Lage zu entwickeln, und wir haben auch vielleicht mehr Ermutigung dafür. Das dritte Punkt, den ich sprechen möchte, ist, es gibt viele Stiftungen und Wohlfahrtseinrichtungen, wo man tatsächlich auch was unternehmen kann. Man kann etwas organisieren, um Hilfe für andere möglich zu machen. Wenn da irgendwo eine Naturkatastrophe Tausende von Kilometern weit sind, dann kann man in wenigen Momenten etwas organisieren, das Hilfe in Bewegung setzt. Durch das Internet können wir zum Beispiel solche Stiftungen oder Wohlfahrtseinrichtungen dazu bewegen, dass sie ihre Aufmerksamkeit dahin lenken und so tatsächlich in der Lage sind, anderen zu helfen. Und selbst wenn wir selber nur ein kleines Gefühl haben, wir möchten auch da Hilfe irgendwie hinschicken, dann können wir mit anderen in Verbund da eine große Hilfe organisieren. Es gibt viele, die vielleicht heutzutage deprimiert sind und fangen an, ihren Blick nach innen zu richten und Mitgefühl und Vipassana oder Shamatha zu entwickeln. Also ein größeres Interesse daran, einen inneren Entwicklungsprozess aufnehmen zu wollen. Oder auch eben Mitgefühl zu entwickeln, ist eine ganz wichtige Straße, die wir gehen sollten. Und viele Leute haben psychische Probleme aber entwickeln zur gleichen Zeit auch ein Interesse daran, ihr eigenes Herz oder ihr Bewusstsein zu schulen und eine andere Perspektive einnehmen zu können. So, diese moderne Gesellschaft gibt uns insofern auch viel mehr Gelegenheiten dafür, alle Zugang zu haben zu all diesen verschiedenen Methoden. Also es sind einerseits da ganz viele Hindernisse, echtes Mitgefühl zu entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Ressourcen, sehr viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, Mitgefühl zu entwickeln. Das nächste, was ich widersprechen möchte, ist, was heutzutage besonders möglich ist, sind Beispiele. Wir müssen mit etwas Kleinem anfangen. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Klein zu beginnen. Wenn wir überhaupt nichts anderes tun können, dann können wir unser Telefon mal ausschalten und zur Seite legen und die Person, die vor uns sitzt, anschauen. Heutzutage gucken die Leute gar nicht mehr nach die anderen Menschen an, sondern sie schauen nur auf ihre Telefon. So. Ob das hier unser Freund oder unsere Verwandten sind und so weiter. Einfach hören, was sie zu sagen haben. Was ist ihre Situation? Und nicht gleich alles mit Ratschlägen versuchen zu bedecken. Bevor wir uns dazu gleich im Schnellschuss irgendwelche Ratschläge herausschießen, sondern erst einmal zuzuhören. Heutzutage sind wir ganz schnell, irgendwelche Ratschläge zu geben, aber wir verwenden kaum Zeit, erstmal zuzuhören, weil wir die ganze Zeit mit unseren Telefons beschäftigt sind. So einfach Zeit mit anderen zu verbringen, mit ihnen zuzuhören und
Und zum Beispiel, anstatt auf unser Telefon zu gucken, dann gibt es Leute, die zum Beispiel die Tür aufhalten oder die Hausmeister sind und zu denen einfach Hallo zu sagen, sie zu grüßen, sie zur Kenntnis zu nehmen. Oder die Leute, die wir treffen, wenn wir in einem Park spazieren gehen, oder die Tiere, die wir treffen unterwegs, oder die Bäume anzuschauen. Oder wie ein, oder kleine, wie ein Sprössling anzuschauen, wie der wächst. Und darauf auch zu achten, auf die Kleinigkeiten zu achten. Oder dann schauen wir zum Beispiel auf Tiere. Manchmal scheint es heutzutage, als ob wir mehr Mitempfinden und Einfühlungsvermögen für Tiere haben als mit anderen Menschen. Und das Zweite ist, was wir vielleicht tun können, ist, unsere Informationsüberflutung etwas einzudämmen. Zum Beispiel einfach eine Auszeit zu machen. Jetzt nicht in diese sogenannten sozialen Medien zu schauen oder nach irgendwelchen Zerstreuungen oder Unterhaltung zu suchen. Die ganze Menge von Werbung da, die uns bedrängt und sagt, kauf dies, kauf jenes und so weiter. Einfach das abzuschalten mal. Einfach abzuschalten und sich eine Auszeit zu gönnen. Und tatsächlich wirklich zu schauen, was uns einen Nutzen geben könnte. Auch dazu spüren, was uns wirklich hilfreich wäre. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, anstatt jetzt über alle Situationen, die ganze Welt und die sagst du, oh, die vielen Probleme, die ganz überall auf der Welt sind, sondern einfach zu denken. Wir können auch die ganze Welt im Blick behandeln, aber die Frage ist, können wir einer Person helfen? Wenn wir nicht 1000 Leuten helfen können, können wir dann vielleicht einer Person helfen. Zum Beispiel gibt es irgendwelche freiwilligen Tätigkeiten, die wir übernehmen können oder wir können Sponsor für irgendein Kind werden. Und selbst wenn wir nicht viel geben können, wir können vielleicht nicht materiell geben können, wir können vielleicht eine gewisse Hilfestellung oder geben oder ein Vorbild sein. Und vielleicht haben wir kleine Dinge, mit denen wir etwas tun können und beitragen können zur Welt. Zu sehen, dass da Belastung ist und sich zu erlauben, das ist das vierte Ding, dass wir uns erlauben, einfach auch Belastung spüren zu können. Wir alle haben Belastungen, es ist völlig okay, das auch wahrzunehmen und auch zu sagen. Und wenn man das spürt, auch das Aussprechen, sich zu erlauben, auszusprechen, sagen, ja, ich habe Belastung, wir alle haben Belastung. Da ist nichts, worüber man sich schämen müsste. Das ist die Natur dieser Welt, dass wir Belastung verspüren. Wir sagen manchmal, es gibt kein Lebewesen dieser Welt, das keine Belastung verspürt. Wir alle haben ähnliche Situationen. Wir haben ganz vergleichbare Situationen, vergleichbare Gefühle von Freude und Leid. Wir spüren und darüber kann man sprechen. Zum Beispiel, wenn man echtes Mitgefühl ist wichtig, den Keim zu haben und es ist wichtig, den wachsen zu lassen. Aber es ist schwierig, wie soll dieser kleine Keim dann wachsen und gedeihen? Und wenn wir zum Beispiel in ein Gewächshaus hat, da kann man zum Beispiel ganz schnell etwas heranwachsen lassen, viele tausende Pflanzen, aber sie haben nicht so viele Nährstoffe. Und dann ist vielleicht wichtig, dass diese Pflanzen auch einen guten Nährstoff haben.
Aber weil es heutzutage so schwierig ist, Mitgefühl zu entstehen, haben diese Pflanzen sozusagen, die wirklich in der Wildnis wachsen, die haben mehr Nährstoffe, die wachsen vielleicht schwieriger als in einem Gewächshaus, aber sie haben viel größeren Nährwert. Und so ist das vielleicht wie eine Heilpflanze, die auf diese Weise ganz besondere Qualitäten entwickelt. Und weil unser Mitgefühl heutzutage so schwierig ist zu entstehen, diese Pflanze gedeihen zu lassen, ist es vielleicht besonders großen Wert, das, was da wächst und gedeiht. Und das ist wichtig. So, und das nächste, was wir schauen müssen, ist hier der dritte Punkt hier bei den Dingen, ist das, was sagt Thyssen Khenpa hier, sagt hier, großes Mitgefühl und Prajna sind miteinander verbunden und es ist wichtig, dass diese beiden nicht voneinander getrennt werden. Geschicktes Tun und innere Klugheit, also Upaya und Prajna, die sind miteinander verbunden und in dem Gandhi Mountain Sutra heißt es dazu, dass ohne Prajna ist es geschicktes Tun, ist das nur ein Gefangensein und Klugheit, innere Klugheit ohne geschickte Mittel, geschicktes Tun ist auch ein Gefangensein. Die beiden sind miteinander auflösend miteinander verbunden. Man braucht also für beides, deshalb braucht es auch in dem verborgenen Mantra-Jana die aufbauende die Ablauf und den vollendeten Ablauf. Und diese beiden sind miteinander verbunden. Sie sind die Einheit von geschicktem Tun und gleichzeitig der Klugheit von Ablauf von Vollendung und Aufbauen und Vollenden, das sind beide gehören zusammen, wie geschickte Mittel und innere Klugheit, das sind die wie ein Vogel, der zwei Flügel hat, um schwingen zu können. Und wenn man vollkommenes Buddha-Erwachen erlangen möchte, dann muss man beides haben. Man muss also so heißt es, wenn Thyssen Khenpa hier sagt, es braucht den unübertreffbaren Zustand von Buddha-Erwachen zu erlangen, dann braucht es sowohl ein tiefes inneres Vertrauen, da haben wir über Vertrauen gesprochen, dann die innere Klugheit und es braucht ein Mitgefühl. Alles ist wichtig. Es ist nicht, dass eines besonders wichtig wäre, sondern alle wichtig, dass die zusammenkommen und das eine baut auf dem anderen, aber auf dem Vertrauen baut sich dann auch die innere Klugheit auf und ohne Mitgefühl ist auch nichts, es braucht es auch Mitgefühl und so weiter. Das nächste, was es ist, zu sprechen, ist der vierte Punkt in Thyssen Khenpas Vortrag, nämlich, dass wir auch einen Guru treffen müssen. Und dazu muss man das heißt, ohne dass man einen Guru trifft, dann kann man die inneren Qualitäten nicht erlangen, so wie ein Fährmann braucht, der einen auf die andere Seite des Flusses herübersetzt. Und dazu muss man wissen, was die Qualitäten eines solchen Gurus sind, dass ein solcher Guru jemand ist, der eine großartige Qualität, einen echten, wahren Lebewesen, werden niemand aufgeben oder zurücklassen. Und wenn man sich mit so jemand in einem Herzensführer und Freund zusammenbringen kommt, dann wird man von diesen Qualitäten werden auf einen selber abfärben. Es ist so wichtig, dass man mit so jemand zusammen ist. So. Und deswegen ist es wichtig, es ist aber wichtig, dass ein echter, aufrichtiger Guru ist, denn diejenigen, die So ist es wichtig, dass die Leute, die Lehrer, die eben nicht diese echten Qualitäten haben, sie werden andere Leute in die Irre führen und können, so wie Leute wie ein Arzt, der nicht die richtige Ausbildung hat, in der Lage ist, nicht anderen wirklich zu helfen und sie werden sie vielleicht auf falsche Weise behandeln und denen sogar Schaden zufügen. So ist es wichtig, dass diejenigen, die wirklich Herzensführer Kalyana Mitras sind, sondern dass sie in echten Sinne gelehrt sind, dass sie ausgebildet sind, so wie ein Arzt, der geschickt Mittel, in die Krankheiten zu verstehen, so wie Galle, Wind und Schleim zu verstehen und aufgrund dessen auch zu verstehen, wie im tieferen Sinne hier unsere Gier, Ärger und Dummheit und so weiter, die eigentlichen Geistesgifte sind, die zu behandeln wären. Wenn man solche Arten von der Behandlung erkennt und die sind ausgebildet ist, dann kann man die verschiedenen Methoden der Behandlung kennen, wie man vielleicht Erbrechen hervorruft oder
Aderlass und so weiter oder Ausleitungsmethoden und so weiter. Und dann solche geschickten Ärzte werden in der Lage sein, diese Krankheit zu erkennen. Und so muss ein spiritueller Freund in der Lage sein, die innerlich gefasst und von tiefem Frieden und von friedfertig zu sein und insofern und ausgebildet in die verschiedenen Aspekten der Schriften und so fort. Solche, die und dann muss es eben auch noch, da muss man in der Lage sein, nicht nur einen solchen geistigen Führer, einen Freund zu erkennen, sondern man muss jetzt fünftens auch, der fünfte Punkt, dass man dann, wenn man mit denen zusammen ist, auch noch den echten Dharma erfragt. Das ist, die bedeutet nämlich, dass, wenn man mit denen zusammen ist, bloß Hunde oder Katzen und die wären vielleicht mit Tiere wären mit einem solchen Guru in der Lage zusammen zu sein, aber sie würden davon nicht nützen. So muss man in der Lage sein, auch die echten Dharma von ihnen zu erfragen und zu erbitten. Und dann der sechste Punkt ist, dass man das, was dann eben auch noch eben als Dharma, eine echte befreiende Information von Ihnen erlernt und erfragt worden ist, dass man das dann auch in eigene Erfahrung umzusetzen in der Lage ist. Dann, und wenn man all diese Dinge erfahren hätte und so weiter, alles zusammen hatte, man tut es nicht üben, dann ist man so wie jemand, der taub ist und einfach das nicht in der Lage ist zu hören oder in der Mitte von Essen sitzt und dann darin verhungert oder in der Mitte von großen Wasserflüssen ist und nichts davon trinkt und dann verdurstet. Wir müssen, es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, all diesem auch diese Informationen, die wir erhalten haben, auch zu benutzen. Und das heißt, und in diesem Sinne heißt es dann, dass es eben wichtig Essen auch wirklich in der Lage ist, dass man davon so kosten. So mögen alle Lebewesen, die von dem Nektar des echten Dharmas kosten und die mögen Ditas und Dakinis, die leiten und dass wir in der Lage wären, das zu sehen, was wirklich important ist, was wirklich wichtig ist und dass hier mögen alle Lebewesen diesen Nektarstrom aufnehmen, der Sukhatas und von Leid und Belastung frei werden und vollkommenes Buddha-Erwachen erlangen, den Wunsch dazu in ihrem Herzen entwenden. So heißt es, hat der Guru gesprochen, heißt es hier. So, das also, was wirklich wichtig ist, dass eben die Herzenshaltung, Bodhicitta, Herzensmut für vollkommenes Erwachen in uns entsteht und dafür brauchen wir Mitgefühl und dafür brauchen wir auch die innere Klugheit und Vertrauen und das habe ich versucht hier kurz zu sagen und bitte behaltet das in eurem Herzen.